Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Am Schluss ist der Gipfel eigentlich nur ein Tüpfchen auf dem I. Am Schluss ist alles andere das, was wichtig ist. Meine Familie in Sicherheit bringen, dass ich wieder auferstehen und wieder trainieren wie früher. Und wenn ich sehe, was sich da hat in diesen 9 Monaten in der Schweiz, kann ich mich einfach zurücksetzen und das alles jetzt geniessen. Der Karl ist in Südamerika ein berühmter Extrembergsteiger. Weil es in Ecuador immer gefährlicher wird, zügelt Segelofs jetzt in die Schweiz, die zweite Heimat von Karl. Heimweh habe ich von Ecuador nicht, weil ich mich mittlerweile in der Schweiz zuhause fühle. Der René und der Benny Durrer leben schon eine halbe Ewigkeit in Berlin. Mit dem soll aber gleich Schluss sein. Das Paradies, das ich hier hatte, das ist eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr das Paradies, weil durch die zunehmende Kriminalität ist es immer gefährlicher geworden. Der Jaime und Judith Ramos sind auf Portugal ausgewandert, ohne ihre erwachsenen Kinder. Jetzt wollen sie alle zusammen Weihnachten feiern. Ich möchte noch etwas für mich machen, ich möchte noch etwas verwirklichen, ich möchte noch ein neues Projekt angehen. 3 Geschichten von der Suche nach Wurzeln, Aufbruch und der Sehnsucht nach Heimat. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. 4 von 7 Geschwindigkeitsrekorden auf die höchsten Gipfel von jedem Kontinent hat der Karl schon. Jetzt will er aufs Dach der Welt, auf den Everest, ohne Sauerstoff. Der Karl ist erst gerade zusammen mit seiner Familie von Ecuador in die Schweiz gezögert. Er hat extra noch in Südamerika das Diplom als internationaler Bergführer abgeschlossen, für das er in den Schweizer Bergen arbeiten kann. Es ist aber anders herausgekommen. Es hat ein paar Up and Downs gegeben. Hat nicht immer alles geklappt, wie es hätte sollen. Als Bergführer hätte ich mir jetzt im Frühling vorgestellt, zu arbeiten. Dabei hat es eigentlich gut angefangen. Sein grosser Plan, ohne Sauerstoff so schnell wie noch nie auf den Mount Everest zu kommen, macht die Leute gewundrig. Viele Medien haben über ihn berichtet und er hat sogar einen Auftritt im Sportpanorama gehabt. Ganz herzlich willkommen. Guten Abend miteinander. Nach dem Sportpanorama, 2-3 Tage später, ist im Briefkasten ein Kuvert gelegen. Als ich es geöffnet habe, habe ich ganz grosse Augen gemacht. Ich sei illegal in der Schweiz am Berg führen. Und das hat natürlich alles geändert. Sein internationales Diplom wird in der Schweiz nicht anerkannt. Darum schafft er jetzt in Glarus als Skiservicemann. Das ist jetzt im Ende Oktober herausgekommen, dass mir der Skiteil fehlt. Und aus diesem Grund kann ich in der Schweiz meinen Beruf als internationaler Bergführer nicht praktizieren. Und das war für mich natürlich ein riesen Down mental, weil ich mir wirklich vorgestellt habe, Anfangs Frühling in die Berge. Skischleifen statt Gäste auf die höchsten Berge der Schweiz führen. So hat sich der Karl das nicht vorgestellt. Eine Welt ist sicher nicht zusammengebrochen. Ich bin in einem Land, ein turbulentes Land aufgewachsen und wir sind uns eigentlich daran gewöhnt, dass nicht immer alles so läuft nach Plan. Und resilient bin ich sicher schon immer gewesen. Und das Leben geht weiter. Man fühlt sich manchmal schon so ein bisschen abgeschnitten irgendwie und die Distanz merkt man und man merkt dann natürlich, oder ich in diesen Situationen merke dann schon, dass okay, es ist doch nicht ganz so einfach, weg von der Familie oder von den Eltern zu sein. Es ist kurz vor Weihnachten in Porto am Flughafen. Seit 6 Monaten leben Judith und der Jaime jetzt in Portugal. Heute reisen ihre Kinder und Eltern aus der ganzen Welt an. Selma ist die zweitälteste Tochter und kommt von Argentinien, wo sie im Moment lebt und fürs EDA arbeitet.
Ich bin ein Papi-Kind, das stimmt. Ja. Er ist sehr ein grosses Vorbild für mich und ich bin sehr, sehr stolz auf ihn, was er alles gemacht hat. Und natürlich auch auf meine Mom. Nora. Hey, Susanne, splendid. Lange Reise. Schon lange Reise, gell? Im Flughafenhotel wartet noch ein anderer Teil der Familie. Der Dorian ist schon gestern mit seiner beeinträchtigten Schwester aus der Schweiz angereist. Selma hat ihren Bruder schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr gesehen, weil er am Reisen war. Ja, wie geht's? Ja. Gut. Ja. Hey, jetzt habt ihr euch wirklich 2 Jahre nicht gesehen? Ja. Evan. Hey! Das stimmt, ja. Hey. Du, bist du mit dem Dora für eine ganz lange Reise? Ja! Hey! Das ist super! Und? Hey! Bist du wieder selber? Seit gestern vor. Schon wie lange? Ja? Ohne Familie hat, sagen wir, Leben keine großen Sinn. Also das ist eine Zusammenhalt. Wer fällt jetzt noch alles? Wer fällt noch? Nora und? Papi. Und? Sicher. Ja. Und dann kommen die? Ja, gleich. Schau da, schon gleich. Jetzt fehlt noch die Zwillingsschwester von Dorian und die Grosseltern aus der Schweiz. Dass alle kommen, war der grösste Wunsch der Eltern. Die Marina kann es kaum erwarten. Sie hat ein enges Verhältnis zu ihren Grosseltern, die sie viel im Heim besuchen oder Ausflüge machen mit ihr. Ah, Marina, schau da. Es ist so schön, dass jetzt alle da sind. Also, es ist, ja. Wir haben darüber geredet, aber eben reden und bis es wirklich so ist, das sind 2 Sachen. Und es ist jetzt so schön, dass das geklappt hat, dass alle da sind. Soll ich etwas nehmen? Komm, ich nehme das, dann kannst du dort helfen. Nein, ich tue dem Baby helfen, komm. Wieso sind wir immer noch in Berlin? Weil wir noch nichts gefunden haben. Ja, es ist halt schwierig. Ja. Der Herr Dora muss ein paar Abstriche machen, weil Wohnen und Arbeiten zusammen in einem ist einfach schwierig. Und ich denke, wenn wir das vielleicht doch erstmal voneinander trennen, denke ich, wird es halt einfacher. Weil sonst sind wir wahrscheinlich in 10 Jahren noch nicht in der Schweiz. Die beiden möchten aber lieber gestern als morgen in die Schweiz ziehen. Und nicht nur das. So, jetzt sag mir mal, aus wem bildet sich das Bundesparlament? Ich verstehe dich so schlecht. Ja. Nationalrat und Ständerat, mein Genau, Lieber. Und um was kümmert sich der Nationalrat? Um die innerschweizerischen Geschichten. Um die Bürger und Bürgerinnen. Das meinte ich ja damit. Und der Ständerat? Sag mal, fragst und du der oder frag Ständerat? Ich? Gib mir das um Ding die Kantone. her. Du musst es wissen. Ich bin schon Schweizer. Wenn jemand seit 6 Jahren oder mehr verheiratet ist mit einem Schweizer und regelmäßig in der Schweiz verkehrt, kann er die erleichterte Einbürgerung beantragen. Benni ist halt Schweizer und einfach vom Gefühl her finde ich schöner zu wissen, ich habe den Schweizer Pass, weil ich dort lebe, weil ich dort meine Steuern zahle etc. Und deswegen ist es mir halt wichtig. Und wie viele Gemeinden gibt es in der Schweiz? Das muss ich noch lernen. Was schätzt du? Wie viele Gemeinden? Das ist ja in jedem Kanton sind weiß ich wie viele. Das sind eine Menge. Würde ich auch mal sagen. Schätz mal. 250? 2200. Okay. Aber ich wusste es selber nicht, aber spannend, ne? Eigentlich ist das ganz spannend, wenn man das mal so durchliest.
ich muss tatsächlich noch eine Prüfung dann machen. Ich weiß gar nicht, ob die schriftlich oder mündlich ist. Wahrscheinlich sowohl als auch, würde ich jetzt mal vermuten. Und ja, die müssen wir auch bezahlen. Und deswegen will ich ganz doll dafür lernen, damit ich halt nicht durchfalle. Der Schweizer Boss pressiert aber im Moment gerade nicht. Dringender wäre eine Wohnung und eine Location für ihr Geschäft. Seit einem halben Jahr ist das Paar auf der Suche. Wir sind immer noch in Berlin, weil wir immer noch nichts gefunden haben in der Schweiz. Es ist unglaublich schwierig, etwas zu finden. In der Schweiz wird im Moment jede Hundehütte vermietet, weil so dermaßen viele Deutsche in die Schweiz auswandern. Also, wir haben jetzt am Samstag Besuch von einer Freundin von ihm. Ihre Tochter war dabei und die Tochter lebt in Zürich. Und sie hat gesagt, sie würde nicht mehr zurückkommen. Der Benny arbeitet als Visagist und hat eine eigene Kosmetiklinie. Seine Produkte verkauft er in halb Europa. So, hier kommt Verstärkung. Wie viel hast du noch? Ist noch ein bisschen was drin. 3 Händlerbestellungen bei Shopify. Sehr cool. Und an die Häschenkarten denkst du noch? Die habe ich extra hier hingelegt. Packe ich rein. Weil es doch gleich Ostern. Ja. Ich finde die so süß. Sein Geschäft ist sein Baby. Der Benny schafft gern. Viel und lang. Und eigentlich hat er auch einen Plan, wie es weitergehen soll. Also der Versand wird weiterhin hier in Berlin bleiben für Deutschland und Europa. Das wird alles von hier aus gemacht. Und die Schweiz ist nachher separat, ist eine andere Firma sozusagen. Für mich ist das sehr stressig, weil ich liebe unsere Wohnung über alles. Merkt man ja, wie es eingerichtet ist. Es ist sehr viel Liebe drin. Und so etwas in der Schweiz zu finden, ist unglaublich schwer. Also ich weiss, wir werden so etwas nicht finden. Ja. Es ist eine sehr anstrengende Zeit. Es macht unglaublich viel mit einem und ich muss immer schauen, dass ich nicht in ein Tief hineingehe, weil ich muss ja mich selber motivieren, ich muss meinen Mann motivieren, ich muss meine Mitarbeiter motivieren, ich muss die Kunden motivieren und das braucht unglaublich viel Energie. Benny, sein Mann, der René, hat ein eigenes Coiffeurstudio im gleichen Haus. So etwas will er auch in der Schweiz, einfach nicht auf dem Land. Naja. Meine Kunden, wenn ich die einpacken könnte, würde ich sie einpacken und würde sie mitnehmen. Weil das einfach über so viele Jahre ich den Luxus ja auch hatte, mir meine Kunden aussuchen zu können. Ich musste nicht jeden dann mehr und wenn ich merke, die haben mir zu viel Energie gestohlen, dann habe ich auch irgendwann gesagt, es passt nicht mehr. Und deswegen ist es so, dass wenn ich morgens in mein Anmeldebuch gucke, dass ich eigentlich nie sage, oh, jetzt kommt die schon wieder oder der schon wieder. In der Schweiz wird sich das für mich, glaube ich, ganz gut gestalten, weil ich ja dadurch auch, dass wir da Freunde haben, die ja auch hierher zum Haare schneiden kommen. Die werden natürlich alle sehr dankbar sein, dass ich jetzt in der Schweiz bin. Und die werden ja hoffentlich genügend Mund-zu-Mund-Propaganda machen. Und auch die Familie, seine ganzen Geschwister, die meisten von seinen Geschwistern wohnen ja in und um Luzern. Und deswegen mache ich mir um Kundschaft keine Sorgen. Und ich denke, mit meiner Berliner Klappe können sie vielleicht umgehen. Gucken wir für Samstag oder Samstag schon ein bisschen früh, aber für die Seiten reicht's, ne? Wenn wir dann Der Mount Everest ist der höchste Berg auf der Welt. Da wollen nicht nur ich rauf, sondern Hunderte. Und dort einen Rekord zu machen, ist sehr schwierig. Wegen der Mengen an Leuten, wegen dem Aufwand, wegen der Todeszone, wegen all diesen Risiken, die uns alle bekannt sind. Und gleich will er dort rauf. Die Angst ist sicher da. Ich denke, das ist nicht ein Projekt, das man am Laufband macht. Es hat viele Faktoren, die beängstigend sind an einem Berg. Aber das Training und die Vorbereitung und alles hilft mir abzulenken. Das ist definitiv der Moment am Tag, wo ich mich befreien kann. Und das hilft mir definitiv. Danke dir. Spaß. Danke, Steff.
jetzt 3 Wochen bevor ich abreise, habe ich das Gefühl, jetzt bin ich da, wo ich wollte sein. Was auch immer passiert. Ob ich starten oder nicht starten kann, ob ich den Rekord breche oder nicht breche. Mittlerweile ist mir das wie eine Nebensache. Ich habe mich versprochen, selber im Spiegel zu sehen und zu sagen, hey, das ist der Karl in Bestform. Und das ist für mich schon extrem wichtig für meine Kinder, für meine Familie, dass ich wieder aufgestanden bin. Das ist für mich schon Top of Everest. Sein Plan ist, vom Basislager auf 5300 Meter über Meer bis auf den Gipfel und wieder runter in unter 24 Stunden. Ein Wahnsinnsprojekt, das international verfilmt wird. Am Everest habe ich einen Kontrahent, der wird gleichzeitig wie ich am Basislager sein, mit einer ganz grossen Produktion, die sicher auch einen gewissen Druck wird ausüben. Wir gehen nicht am gleichen Tag darauf, aber in der gleichen Saison darauf. Und für beide geht es um das gleiche Ziel. Und das entsteht natürlich ein gewisser Druck, den ich noch nie hatte. Es geht um den Tag, wo du dich vielleicht das Leben lang vorbereitet hast. Aber ich bin mir garantiert sicher und habe mir das und meiner Familie versprochen, wenn die Zeit davon laufen, dann werde ich lächeln und einfach go for it. Geniessen. Und wenn es zu lange oder nicht lange, nebensächlich. Ich habe den Kindern versprochen, Karl kommt gesund wieder nach Hause zurück. Fürs Familienleben ist das Projekt im Moment schwierig. Adriana, seine Frau, hat es beißen. So, Adriana geht natürlich jetzt, 3 Wochen bevor ich starte, vieles durch den Kopf. Ja, sie hat enorm viel Druck. Viele Medien fragen ihr, wie sie sich fühlt, wenn ich nicht mehr zurückkomme. Ja, wie sie mit der ganzen Situation klarkommt. Und ich spüre schon, dass sie viel zu kämpfen hat mit dieser ganzen Situation. Und darum bin ich sehr froh, wenn das einmal vorbei ist. So aufwendiges Training und so viel geopfert habe ich für ein Projekt noch nie, wie jetzt für den Mount Everest. Bei allem Training, ein Restrisiko gibt es bei solchen Projekten immer. Und in dieser Höhe kann ein einziger Fehler tödlich sein. Mir ist das absolut bewusst, dass ich mit dem Risiko umgehen muss. Aber mir ist mit 44 und nachdem wir alles erlebt haben und mit der Familie jetzt in der Schweiz sicher auch bewusst, dass der wahre Erfolg ist, wieder heimzukommen und nichts zu riskieren, nichts Unnötiges zu riskieren. Das würde ich mit 20 vielleicht ganz anders sehen. Es ist nicht immer einfach, wenn wir natürlich alle zusammen sind, weil eben gerade die unterschiedlichen Charaktere, das gibt natürlich auch sehr viele Reibereien, zum Teil Reibereien, aber auf der anderen Seite tut man sich auch wunderbar ergänzen. Zum ersten Mal feiert die Familie Ramos in Portugal zusammen Weihnachten. Es soll ein richtiges Festessen geben. Nicht Fondue Chinoise, sondern lokale Spezialitäten aus dem Meer. Die älteren Ramos leben jetzt seit einem halben Jahr schon da und fühlen sich zu Hause. Es ist Weihnachten und ich finde es so schön, dass sie jetzt hier auch noch ein bisschen Musik machen, das Tannenbäumchen. Gut, für uns ist es halt einfach ein Familienfest jetzt, dass wir alle zusammen jetzt hier feiern können. Das ist wirklich einfach ganz einmalig. Erstens mal ist es sehr schön, wieder mal alle zu sehen, aber auch sehr anstrengend. Ja.
Gefeiert wird aber nicht im neuen Haus zu Koscha, sondern in einer Wohnung am Meer, die auch ihnen gehört und sie vermietet. Was ist geil? Oder Mama, willst du separat Rüebli und Ding? Ja. Ja, nein. Mo, Ein gemischter... du kannst nicht selber mischen, wenn du willst. Aber dann muss ich ja 2 Salatsauce machen. Ja, das ist ja die Idee. Aber das ist aber sehr viel Rüebli für Dann machst du halt nur die Hälfte. Du nicht zu viel anmachen. Es ist natürlich schon nicht einfach, alle auf einem Haufen nach so langer Zeit, weil jeder hat seinen eigenen Rhythmus und ja, jeder muss ein bisschen Rücksicht nehmen und man muss sich absprechen. Ihren eigenen Rhythmus hat die Marina. Es weiss niemand so recht, wie fest sie ihre Eltern vermisst. Es ist ein Thema, das man eigentlich so ein bisschen von sich wegdrängt und nicht noch darüber reden will. Wir wissen alle, dass eigentlich jeder das Beste macht und dass der beste Weg sucht. Seit ihre Eltern ausgewandert sind die Grosseltern noch wichtiger und präsenter im Leben der Marina. Aber auch sie werden nicht jünger. Also, das muss ich schon sagen. Wir können uns Zeit nehmen. Und das ist eigentlich gut, oder? Und solange es noch gesundheitlich so einigermaßen geht, oder? Brästchen kommen, oder? Das, eben die 80er Brästchen, die kommen. Du musst von... Oh. Sortieren. Wir probieren es probieren, oder? Wir sagen, die Eltern sind jetzt einfach in Portugal. Aber ich habe das Gefühl, es tut sie mehr beschäftigen, wenn das wir wahrnehmen, oder so. Wir wissen es auch nicht. Macht uns Sorgen. Das belastet uns schon auch, dass wir das halt einfach den Übergang, dass sie, bis sie das wirklich auch realisiert hat. Aber wir werden ja auch nicht immer da sein. Und dann ist sie besser dort versorgt als irgendwo. Es ist so schön, seid ihr allen ganz viel Gesundheit fürs nächste Jahr. Alles Gute. Es freut uns wirklich mega, dass ihr da seid. Gesundheit miteinander. Wir sind jetzt seit 7 Jahren zusammen und wir sind die ganze Zeit, jedes Jahr, mehrere Mal in die Schweiz gefahren. Und René hat schon beim ersten Mal gesagt, Dankeschön, dass du mich mitgenommen hast und mir das alles zeigst, wie schön das hier ist. Ne? Er war von Anfang an begeistert von der Schweiz. Die beiden brauchen mal eine Pause vom Arbeiten und von der stressigen Häusersuche. Darum gehen sie ins Engadin. Das Cellerino hat eine gemeinsame Freundin, ein Hotel, wo der René und der Benni gerne hingehen. Die Berge finde ich einfach faszinierend, sind einfach schön und die Luft hier oben ist einfach toll und nee. Ich freue mich schon drauf, jetzt noch ein bisschen höher zu kommen. Als wir hergekommen sind, waren wir schon mal auf dem Julia-Pass und da waren wir irgendwie auch schon bei 2,4. Es war schon beeindruckend. Ich überlege, was ich noch anziehen könnte. Papalapap. Ich werde erfrieren, ich bin Stadtmensch. Auf einmal. Ich freue mich auf die Aussicht, aber dort raufgehen mit dieser Gondel, das ist das Problem. Weil ich habe absolut Höhenangst. Und wenn ich mir vorstelle, ich muss in die riesige Gondel hineinsteigen und die hängt nur an dem Seil, das ist für mich so ein bisschen eine Horrorvorstellung. Ready for Takeoff. Okay. Na, du siehst wieder toll aus mit dem Silber, aber ich will nicht frieren. So. Ich friere auch nicht. Raus. Merci. Herrliches Wetter. Mhm. Und wo gehen wir jetzt hoch? Da hoch oder da hoch? Nee, es geht da in die Richtung und dann geht mit dieser Bahn hoch. Okay.
Guck mal, da muss man einfach nur draufstehen und dann läuft das. Ja. So ist es in den Bergen. Ihr habt doch gesagt, es gibt Rolltreppen in den Bergen. Ja, Skier. Das Ziel ist auf die Diavolezza und der Blick auf den Morteratsch-Gletscher. Wir nehmen die nächste. Die ist mir zu voll. Das ist schwer. Ja, man ist total unwohl. Horror. Du bist schon ganz blass. Ehrlich? Ja. Und du meinst, es ist richtig, dass das so durchhängt, das Seil? Ja, natürlich. Hängt ganz schön tief. Quatsch. Blödsinn. So ein Schisser. Benny. Ich glaube, da kommt keine mehr. Lass uns doch hier ein bisschen spazieren gehen. Auch schön. Zu spät. Wie geht's dir jetzt? Na, wunderhübsch. Ich hau dich gleich. Lass uns die nächste nehmen. Die gelbe war schöner, die andere. Nein, kannst du vergessen, die wird jetzt genommen. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Okay, aber wir sind alleine da drin, wegen dem Gewicht. Schau mal, die kommen alle mit. Nee, wir machen schnell die Tür zu. Die sollen die nächste nehmen. Ach du Scheiße. Oh no. Also es ist sicher so, dass mein Vater ein bisschen gemischte Gefühle hat. Sein Wunsch war ja immer, dass wir in die Schweiz gehen, um unser Leben zu gestalten und dort zu bleiben. Er hat also eigentlich aus dem Grund immer auf Schweizerdeutsch geredet, dass wir hier in der Schweiz Fuß fassen. Weil er hat das gewusst, dass wir vielleicht hier grössere und bessere Möglichkeiten haben. Der Karl wartet auf seinen Vater, den Charlie. Das erste Mal, seit sie in der Schweiz leben, kommt er zu Besuch. Du kannst die Flüger anschauen. Der Blau, der einzige dort in der Tafel, der blau ist. Es ist schon etwas ganz Schönes, den Vater in der Schweiz zu begrüßen. Er hat mich immer in die Schweiz geschickt. Und wir haben uns nie in der Schweiz gesehen. Wir haben noch nie Zeit in der Schweiz zusammen verbracht. Und darum ist es für mich sehr wichtig, dass ich ihn jetzt hier in der Schweiz begrüßen darf. Der Charlie lebt seit einer Ewigkeit in Ecuador. Er hat dort eine eigene Schreinerei. Ferien machen ist darum schwierig. Nein, das ist ja kein Problem. Sie ist gerade ein bisschen eingeschlafen. Hoi, Sali, wie hast du es? Gut, und du? Bist einen guten Flug gehabt? Super, ja. Sie ist eingeschlafen beim Warten auf euch. Oh, die Arme, schön euch zu sehen. A ver, vamos para allá, tenemos que irnos. Und wie hast du dich eingelebt? Gut, ja, besser unmöglich. Musst du eine dickere Jacke zu oder Winter? Ja, ich habe ein bisschen Gewicht verloren mit dem ganzen Umzug. Also, obwohl ich jeden Tag Servolas esse, das passiert, da ändert sich gar nichts. Immer Schoki und... Ja gut, wenn der Servola nicht helfen, dann gibst du die einfach mir und das ist auf die Wärmeselle umstellen. Also wir haben das schon natürlich organisiert, dass du genug Servolas hast am Wochenende. Die Egloffs wohnen gerade neben dem Flughafen Zürich, Zürich. Wohnen wir. Das ist unser Haus, das ist nuestra casa. Ah, das da? Esta es nuestra casa. Ah, ja, Están esperando. Viel mehr auf dem Land, habe ich gemeint. Nein, also hier ist Land, alles. Ja, weil so Land ist es auch wieder nicht. Nein, aber die Wälder hast du. Hey, schau da, sieht ja super aus, das. Willkommen. Nicht? Ja, super. Venga, Mayra. Komm, Martina. Ich helfe dir hier. Hier, venga acá, mi amor. Ven. Da sind sie also daheim, die Kollegen. Anda, enséñale a la mami la calabaza, ven. Ab. Das sind die Himbeeren, die ich dir gesagt habe. Ja, aber das ist ein schönes so ein Gärtchen. Ja, ja. Hallo, hallo, wie geht's? Willkommen, wie geht's dir? Hola, hola. Ah, aquí está calientito. Ja. Okay. So.
Okay. Hey. Ja, das ist heimelig. Eckbank. So richtig schweizerisch, gell? Ja, wie bei uns in Tobago, in der Lawine. Seine 3 Kinder leben nicht mehr in Ecuador. Wir sind natürlich auch nicht mehr die Jüngsten. Jeder schaut für sich, was am besten ist und für die Family. Aber klar, er ist jetzt in einem Alter, wo er nicht mehr so flexibel ist. Und er konfrontiert jetzt mit dem Gedanken, dass er jetzt sozusagen allein ist. Aber ich klaue jetzt ein bisschen von dem guten Käse. Auf ein bisschen Käse, ein bisschen Fleisch und auf seine Familie hat er sich am meisten gefreut. Das sind Gedanken, wie es weitergeht in Ecuador, für einmal gerade weiter weg. Schinkengipfeli. Aber eins nehme ich für mich. Im Engadin wird's ernst. Zumindest für den Benny. Siehst du nichts zum Sitzen? Ich brauche mich nicht ablenken. Ist so schön. Ja, schau raus. Ist Ja? gut. Soll ich dir erzählen, wie es aussieht? Nein, gar nicht. You don't know what you miss? Ja. Ich gucke dann von oben. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Meine Schwester hat in Melchsefrut ein sehr grosses Hotel, Glockhuis. Und dort hatte es Gondolibahn und wir sind mit dieser Gondolibahn runtergefahren und kurze Zeit später ist die verunglückt und es sind etwa 6 Gondeln abgestürzt und es hat 2 Tote gegeben und in einer Frau hat es den Fuß abgerissen und da bin ich noch als Kind gesehen und für mich ist das so schockierend gewesen. Und ich fahre einfach nicht gerne mit einer Gondelbahn. Ich habe immer gerne einen festen Boden unter den Füßen. Am liebsten mit einer Zahnradbahn, so wie auf einem Pilatus mit der Zahnradbahn, super. Aber mit so einer Gondel, wo es dann hunderte von Metern unten dran runtergeht, nein. Tue ich alles nur für dich. Für dich? Ja. Wie ich für dich aufs Schiff gegangen bin. Oder so. Aber guck mal, wenn du jetzt Skilaufen könntest, könnten wir runterfahren. Du müsstest ja nicht mit der Gondel. Ja, mit dem Schlitten würde ich mitkommen, aber nicht mit Skiern. Das ist keine Rodelbahn. Nach da. Jetzt hast du es geschafft. Festen Boden unter den Füßen. Wo kann ich mich hier am besten übergeben? Vielleicht da runter. Wow. Schon schön. Sag ich ja. Hat sich das doch gelohnt, oder? Deine Angst. Mhm. Na, da muss ich ein Foto machen. Cool. Komm noch mal da unten auf der Plattform. Jetzt siehst du auch nicht mehr ganz so blass aus. Wow. Gefällt. Ist irre. Ist einfach nur schön. Es ist einfach atemberaubend. Faszinierend. Toll. Ja. Echt toll. Hm. Hat sich gelohnt, oder? Hm. Hm. Yeah. Lachst du mich aus? Nein, ich lach dich an. Wow. Wahnsinn.
Und du hast es geschafft. Ja. Nee, toll. Ist wirklich so. Und das Licht und der Himmel und das ist einfach nur, möchte man nur schreien. Schön, echt schön. Stimmt's? Ja. Ja. Nee, ist einfach toll, einfach faszinierend und man ist so schnell überall. In den Bergen, im Schnee und wenn man sagt, man will den Winter verkürzen, fährt man nach Italien. Also es ist einfach toll. Das ist in Berlin halt ein bisschen schwierig, da geht es dann an die Ost- oder Nordsee oder nach Mecklenburg-Vorpommern und das war's denn schon. Es ist natürlich kitsch as kitsch can, also noch kitschiger geht es nicht und es ist schon beeindruckend. Und was immer schön ist, wenn man mal auf einen Berg steht und runterschaut und dann werden die ganzen Probleme sehr, sehr klein. Ich sage nicht Problem. Es sind Herausforderungen, die wir noch vor uns haben. Und das ist unter anderem halt was zu finden, Geschäft und eine Wohnung oder zusammen. Aber das ist eine Herausforderung und kein Problem. Weil wenn ich immer wieder Problem sage, dann bleibt das auch eins. Nein. Okay. Herausforderung. Und die packen wir. Ja. Ich denke, der Chuli war sicher einer der grössten Gründe, wieso wir in die Schweiz gezogen sind. Und wenn ich ihn heute sehe, nach fast 9 Monaten, wie glücklich dass der Bub ist, wie er mit seinen Kollegen umgeht, wie frei dass er in die Schule mit dem Trotti laufen kann, Brot kaufen, Flaschen deponieren und das Lächeln. Er ist schwitzig geworden. Er ist einfach ein wunderschöner Bub. Befreit von so vielen Sachen, die er im Kopf hatte in Ecuador. Und für mich hat sich das alles schon gelohnt, wenn ich allein den Chuli in die Augen schauen kann. Der 8-jährige Julian war nach einem brutalen Raubüberfall auf Seglovs Ecuador traumatisiert. Er hatte Schlafstörungen und hat sich häufig verkrochen. Ich möchte sehen den Chaos. Ach, Juli. Wow, Juli, das viele Legos. Ich finde, der Julian ist ein anderes Kind, weil hier er hat niemals gesagt, ich habe Angst, Mami, ich kann nicht schlafen. Karl ist in den Bergen, er hat viel Arbeit, wenn wir sind angekommen und ich war alleine mit den Kindern für die meistens von der Sommer und wir haben Sicherheit. Endlich wir schlafen gut, ich habe Angst vor den anderen Leuten. Julian manchmal, er ist sehr, sehr frei und er geht in die Schule, er kommt, niemals sagt etwas für diese Situation, das passiert zu uns in Ecuador. Ciao! Ciao, ciao! Einfach vorausgehen mit ihrem Sohn und den Hunden, ohne Angst zu haben, dass man gekidnappt wird, das gefällt auch der Adriana. Someone gets to be the river, someone is the sea. Someone gets to be the fire, someone is the leaves, and someone's walking in the morning light and calling to it cold. Everybody moves beneath the tree, the stars they know. In Ecuador haben wir immer Fußball gespielt, in einer Halle gespielt. Und hier spielen wir draußen. Und da gibt es in FC Villach keine Halle. Ich finde es schön, rauszuspielen. Shooten ist am Julian sein Ding. Sein Vater hat als 17-Jähriger auch mal beim FCZ mittrainieren. Schau, da ist die Trainer. Der Papa kommt dich dann abholen später. Ja. Tschüss, Juli. No te saques. Todos están con chompa todavía. Sácate después. Ja, ciao, viel Spaß. Ciao. Sind meine Hosen im Rucksack? Ja. Ich wünsche für Julian
dass er macht, was er will. Dass er ist glücklich und frei. Save us all from what we want. Beautiful and beaten back to life. Für den Julian hat sich der Umzug in die Schweiz definitiv gelohnt. Das sieht auch sein Grossvater ein. Und gleich macht es ihm Mühe, dass alle weg sind aus Ecuador. Ich bin jetzt schon zu alt, um zurückzukommen. Ich habe mein Heimatli dort und meine Arbeit, meine Haufen Kollegen, die ich habe, Nachbarn. Für die Jahre durch hat man sich so einen Umkreis geschaffen, wo man sich wohlfühlt drin. Für mich ist das Allerwichtigste, dass meine Familie ihr eigenes Leben macht, dass meine Kinder so weiterleben in der Schweiz, wie sie sich das vorgestellt haben und alle Möglichkeiten haben. Und dass meine Frau wirklich sehr glücklich in der Schweiz darf sein. Das bin ich sowieso. Save us all from what we want. Beautiful and beaten back to life. Ja, jetzt geht's aber richtig zu und her. In Portugal am Meer geniesst die Familie Ramos die Wintersonne. Und vor allem einfach, dass sie alle zusammen da sind. Wobei das nicht ganz stimmt. Die Hündin Bobby fehlt. Man hat sie vor ein paar Wochen einschläfern. Es war aber der grosse Wunsch der Familie, dass die Hündin ihren Lebensabend auch hier in Portugal verbringen kann. Selma hat sie vor 13 Jahren hier aus dem Tierheim gerettet. Es ist wichtig, dass man sich dem bewusst ist, wie wertvoll so Momente sind. Und ich wünsche natürlich, dass jemand anderes auch noch da wäre. Leider nicht. Und das gibt einem noch mehr so das Gefühl, so, dass, wenn man diese Momente hat, dass es mega wichtig ist, die zu genießen, weil sie eben plötzlich nicht mehr da sein können. Und sie fehlt. Sie war ein volles Familienmitglied. Und ja. I can see you standing, honey, with his arms around your body. Ja gut, sie war zuerst sie hat das Problem mit Atmen und nachher war wir zu der Tierarzt und auf einmal mussten wir die Entscheidung treffen und ja, leicht war nicht, aber sie ist einfach gegen Schluss wirklich nur auf der Terrasse gelegen und sie hat auch nicht mehr recht wollen. Sie ist nicht mehr mitgekommen, nie mehr. Vorher ist sie uns immer nachher gesprungen, mitgekommen, egal was man gemacht hat. Und ja, dann haben wir einfach halt müssen sagen, es mir tut ihr keinen Gefallen, wenn wir einfach jetzt noch länger warten. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You were my town, now I'm in exile, seeing you. I think I've seen this film before. Ich denke, es ist einfach Zeit, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Und es ist für die Marina ist es eher in Frutigen und für Selma ist es irgendwo im Ausland. Und für die Zwillinge wird es auch irgendwo sein. Die werden nachher auch ihren Weg gehen. Bei der Familie Ramos ist die Rechnung aufgegangen. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».